Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal nach dem Topspiel gegen Bayern 04 Leverkusen, was 1:1 am 5. Bundesligaspiel ausging. Ja, wir gucken mal, was Winnie dazu zu sagen hat. Bevor wir das tun, würde ich wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert doch sehr gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier tue, und das Ganze ist völlig kostenlos. Vielen lieben Dank dafür. Und damit rein in den Bums. Da sind wir. Ja, guten Abend, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Topspiel in der Bundesliga zwischen den Gästen von Bayer Leverkusen. Na, Winnie sieht nicht ganz zufrieden aus, aber schon glücklich. Und dem FC Bayern. Ich darf die beiden Trainer Xabi Alonso und Vincent Kompany begrüßen. Und es ist ein bisschen Zeitdruck heute. Leverkusen muss noch nach Hause fahren. Deswegen verzichten wir auf die Eingangsstatements. Die werden sicherlich in den Fragen wiederholt. Und beginnen also gleich mit dem Handzeichen, mit dem ersten und der ersten Frage. Bitte schön. Erste Frage. Herr Kompany und Herr Alonso, können Sie bitte Ihr Statement abgeben? Wer ist so flexibel? Mikrofon hier nach vorne. Wer ja, ist bitte. so flexibel? Dritte Reihe. Hi, Patrick Scherer vom Kölner Stadtanzeiger. Schabi, wie zufrieden bist du mit dem Spiel? Ich habe dich in der ersten Halbzeit schon öfter gesehen, dass du ein bisschen gestikuliert hast, weil du ein bisschen unzufrieden warst, dass das Pressing nicht gut genug überspielt wurde. Was sagst du zum Spiel? No, ich habe den Abend gestikuliert, weil ich brauchte diese Energie von der Mannschaft, die Linie nicht zu bleiben, zu push. So, ich war zufrieden, hier zu kommen gegen diese Bayern. Wir waren bereit zu verteidigen, zu leiden, und wir hatten das gemacht. Naja, gelitten haben sie auf jeden Fall. Vielleicht zu viel, aber wir brauchten das. Die Disziplin und die Leidenschaft von den Spielern war top. Natürlich mit dem Ball, wir wollten besser spielen, aber sie haben sehr gut gedruckt. Nach Ballverlust und war nicht einfach. Wir konnten nicht kontrollieren das Spiel mit dem Ball, gegen den Ball. Wir brauchten, und das war unser Ziel, unsere Herausforderung, gut zu verteidigen und gegen den Ball diese Disziplin zu zeigen. Und wir haben gemacht. So, der Punkt ist gut und es ist nicht eine Sorge. Das ist richtig. Der Punkt ist gut. Aus der Leverkusener Sicht ist der Punkt gut, ja. Da stimme ich zu. Mit dem Ball, normalerweise wir spielen gut, und ich glaube, dass wir werden gut spielen mit dem Ball. Dankeschön. Ja, das sagt eigentlich auch schon alles aus, wie ich es auch in meiner Spielanalyse gesagt habe, ne? Leverkusen hat den Ball halt einfach nicht gehabt. Ja. Punkt. Vielleicht mal zweimal über eine Minute oder sowas. In den ganzen 90 Minuten, man hat Leverkusen den Ball gar nicht gelassen. Ja. Man hat Leverkusen gar nicht ins Spiel kommen lassen. Absolut null. Schön, dann auf der rechten Seite Niklas Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Kompany. Ja, Ihre Mannschaft hat das Spiel über weite Strecken sehr, sehr klar dominiert. War die aktivere Mannschaft. Waren Sie ein Stück weit überrascht vom defensiven Spiel, vom defensiven Ansatz von Leverkusen, und spricht das vielleicht auch für Ihre Mannschaft und das Auftreten? Nein, wir wissen, dass die haben, das ist einfach die Stärke vom Leverkusen. Die können beides machen. Die können gut Druck machen, wenn die wollen. Die können stabil verteidigen, wenn die brauchen. Und ja, wir haben viel richtig gemacht. Aber letztendlich, wichtig für mich ist, es sah aus wie ein Topspiel. Das ist auch gut. Und es war nicht einfach, aber es sah aus, wie ein Topspiel aussehen muss. Und vielleicht ein anderer Tag haben wir ein bisschen mehr Erfolg vom Tor. Aber meine Mannschaft hat gut gespielt. Das war ein Topspiel, und es hat auch Spaß gemacht, glaube ich, für beide. Es hat Spaß gemacht. Ja, wie immer, Winnie super sympathisch, super ehrlich, und ich stimme ihm 100% zu. Das war ein Topspiel, zumindest von unserer Seite her. Ja, Leverkusen, weiß ich nicht, Leverkusen hat mich auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht. Wenn das natürlich der Plan war von Leverkusen, so super defensiv aufzutreten, auf Zeit zu spielen, schwalbentechnisch da ganz weit vorne zu sein und alles darauf auszulegen, dass man einen Punkt mitnimmt, dann Hut ab, hat 100% geklappt. Ja. Defensiv, wie gesagt, im 16er, um den 16er rum hat Leverkusen es auch sehr stark gemacht.
Aber ansonsten, das war alles. Ja, das war alles, was von Leverkusen zu sehen war. Dann hier vorne, zweite Reihe, Mario Krischl für den Kicker. Vincent, was nimmst du denn trotzdem mit, obwohl es jetzt nur in Anführungszeichen unentschieden war? Und kurze Nachfrage, wie sieht es aus bei Harry Kane? Ja, nein, was nehme ich mit, ist das Gleiche wie in die letzten Spiele. Ich glaube, Gegenpressing war gut, Pressing war gut. Wir haben alles, glaube ich, in jeder Phase als Mannschaft gemacht und nicht eine oder drei Spieler an die andere Seite und dann die Verteidiger alleine. Wir haben immer alles zusammen gemacht. Und dann kannst du gewinnen oder verlieren, aber letztendlich, wir wissen, wenn wir das so weitermachen, dann können wir auch viele Spiele gewinnen. Das war wichtig für mich. Und Harry, ich habe jetzt noch nicht die genaue Info, aber hoffentlich ist es nur ein bisschen Schmerzen und hoffentlich haben wir ihn ganz schnell wieder zurück, hoffentlich diese Woche schon. Aber wenn es andere Ergebung ist, Leute, ich bin kein Arzt, wir warten bis morgen. Also wir werden die Diagnose wie immer nachreichen. In der Mitte Christopher Melzer für die FAZ. Alonso, aus spielerischer Sicht, wie glauben Sie, hat sich die Bayern-Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel im Februar verändert? Was ist der größte Unterschied von damals zu heute bei den Bayern? Die Energie. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Und wie er sagt, die Energie passt. Ja, einfach, dass wieder ein Team auf dem Feld steht. Ja. Wie es in Kompanie auch gesagt hat, wir haben als Team gearbeitet. Ja. Jeder für den anderen, nach vorne, nach hinten. Mit Peps Worten, top. Die Energie, die glaubt, das kann man fühlen. Sie glauben und war nicht nur heute, wir haben analysiert die letzten Spiele und sie gehen Vollgas mit dem Ball gegen den Ball. So ja, die Energie ist groß, auch gute Mentalität. So ja, war heute sehr, sehr hart. Wir haben so gemacht. Ein Punkt ist, wir können glücklich und zufrieden sein, aber ja, war ein sehr guter FC Bayern auch. Und hier vorne, rechte Seite bitte, ja. Herr Kompanie, heute hat sehr viel gepasst. Tempowechsel, Positionierung, Dynamik war auch drin. Alles rund um den Strafraum. Was fehlt denn noch, um auch im Strafraum mehr Aktion zu haben? Und spielt da eine Rolle, wie Harry Kane seine Position interpretiert? Nein, ich glaube, ganz wichtig ist verstehen, was Bayer Leverkusen sehr, sehr gut macht. Bayer Leverkusen ist sehr kompakt. Die Mittelfeldspieler kommen ganz oft wieder zurück in 6-Meter-Raum. Die Verteidiger machen das sehr gut, Boxverteidigung. Und die waren heute auch auf Top-Niveau in diesem Bereich. Und wir haben klar diese Aktion gemacht, manchmal 1 gegen 1, auch am Ende mit Coman ein paar Mal durchgekommen. Aber es war schon normal in diesem Spiel, dass viele Schüsse aus der Distanz kommen und vielleicht nicht so viel aus dem Strafraum wie in die letzten Spiele. Und danach muss ich sagen, die paar Aktionen, die wir haben in die 6-Meter-Raum, das ist Michael Olise und Serge, das ist schon sehr gefährlich, aber es ist nicht Zufall, dass sie das gut verteidigen und ich habe da auch Respekt davor. Aber letztendlich, ich hatte das schon gewusst vor dem Spiel. Ich hatte nicht gedacht, dass es heute auf einmal alles offen ist. Das ist auch ein Topspiel, ist normal. Dann haben wir noch Claudio Cartunio für die Süddeutsche Zeitung. Hallo, Herr Kompanie. Was haben Sie Joshua Kimmich gesagt, was heute seine Aufgabe ist? Er war an vielen verschiedenen Orten auf dem Platz. Er hat von links hinten Spielaufbau gemacht. Er war aber zum Teil auch eine Art Rechtsverteidiger, gerade wenn Wirtz gekommen ist. Wie haben Sie ihn auf dieses Spiel vorbereitet? Ja, weiß ich nicht. Ich habe mir Jo einfach gesagt, Jo, pass mal auf, mach einfach alles. Jo, mach einfach alles, blüh auf. Und das hat Josh gemacht. Er hat so viel Erfahrung. Er spürt die Räume auch, ist auch seine Stärke, er ist sehr flexibel. Das heißt, auch wenn er in eine oder der andere Position ist er immer noch in einer natürlichen Position für ihn. Und wir nutzen das ein bisschen aus natürlich. Wenn du das nicht hast, dann kannst du das nicht machen. Wir haben das und wir nutzen das. Um jetzt alles zu erklären, das würde ein bisschen zu lange dauern. Aber er ist ein Topspieler und ich sitze jetzt neben einer anderen Top-Mittelfeldspieler, die spüren das auch. Und das hilft. Dann eine oder gar die letzte Frage, bitte hier rechts.
Herr Kompany, Sie haben einen starken Saisonstart jetzt hingelegt mit den Bayern. Jetzt geht es in der Champions League nach England. Sie kehren auch nach England sozusagen zum ersten Mal zurück. Mit welchen Gefühlen reisen Sie nach England und wie groß ist auch die vielleicht Genugtuung, dass es gleich so toll klappt bei den Bayern? Ja, ich habe jetzt noch nicht über England und die Champions League gedacht, aber das fängt an heute Abend. Das ist für unsere Fans, für uns, das wird ein ganz gutes Spiel sein. Ich glaube, Aston Villa hat 20 Jahre oder 30 Jahre kein Champions League mehr gespielt. Und das wird Besonderes sein, aber es war heute erstmal Leverkusen und ab heute Abend können wir über Aston Villa sprechen. Okay, vielen Dank. Schönes Wochenende. Dankeschön. Gute Heimreise. Danke. Ciao, ciao. Ja, gute Heimreise, gutes Wochenende. Schließe ich mir an. Wen meine Meinung im Detail interessiert, wie gesagt, wir haben ein Bombenspiel gemacht. Kimmich hat ein Bombenspiel gemacht. Schaut gerne mal die Spielanalyse. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Restwochenende. Wer Bock hat, Montag, 18 Uhr, werden wir nochmal einen Blick zurück auf Leverkusen werfen und natürlich auch einen kleinen Blick voraus auf die Champions League und das Spiel gegen Frankfurt. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.